Hey Leute, ich bin's wieder, Mike. Ich war die letzten paar Male nicht hier, weil ich letzte Woche auf Urlaub war. Wir hatten hier in Österreich Semesterferien und ich bin Snowboarden gewesen mit meiner Familie und Freunden. Ich habe die Videos zwar gedreht, aber ich konnte sie nicht hochladen, weil das Internet dort so bekackt war, beziehungsweise, ich meine, ich verstehe es, wenn auf einmal 150 Leute vom Hotel im selben WLAN hängen, dass das nicht funktioniert, aber ja, war halt schade. Ich werde halt sehen, dass falls irgendjemand eine Vertretung braucht, dass ich die dann danach hochlade. Die Woche habe ich versucht, einen schon hochzuladen. Hat irgendwie nicht geklappt, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich mit dem zu beschäftigen. Tja, wie ist das denn so mit den Beziehungen? Erzähle ich euch von meiner Sicht, wie es aussieht, trans in der Beziehung, beziehungsweise wenn ein Teil der Beziehung Transmann oder Transfrau ist, je nachdem. Also eigentlich grundsätzlich, eine Beziehung, ist wie bei allen anderen so, egal ob hetero, homo oder whatever. Beziehung ist Beziehung, okay? Das ist einfach eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei Menschen und das sind so Werte wie Vertrauen, Treue, Rücksicht, alle diese Werte, die sind dort gleich, also es ist jetzt nicht so, wie wenn man die jetzt nicht beachten würde. Es kommt jetzt eben darauf an, ob man sich, sage ich jetzt mal, vor dem Outing schon kannte oder sich erst nach dem Outing traf, weil das macht aus meiner Perspektive einen großen Unterschied, weil ich hatte beide Seiten erlebt und es ist anders, weil man, beziehungsweise der oder die Partnerin, die andere Seite von einem sozusagen, die anderen Pronomen und so weiter gewöhnt sind und es schwieriger ist wegen der Umstellung, wobei es auch einerseits leichter ist, weil die Person versteht, was man durchmacht, weil sie es ja die ganze Zeit gemerkt hat. Sie ist ja nicht tatenlos da gesessen und hat dir zugesehen, wie du in deiner Depression versinkst. Also es baut einen auch ziemlich auf, wenn man jemanden hat, der wirklich auch sagt, ja, ich helfe dir dabei, ich gehe den Weg mit dir. Und ich finde jetzt nicht, dass es einen so großen Unterschied macht, ob man jetzt Biomann ist oder Transmann von meiner Seite her. Das Einzige, was vielleicht ein Problem werden könnte, aber das hängt natürlich wieder vom Alter der jeweiligen Person ab. Das Eltern kennenlernen ist immer recht witzig, aber dem kommt man nicht rum und irgendwann muss man es machen, irgendwann muss man sich der Sache stellen. Es kommt dann halt immer darauf an, ist man pretty oder nicht. Das ist ein großes Ding, weil eben dadurch es mehr auffällt, weil normalerweise müssen Eltern das ja nicht wissen. Also die Eltern meiner Freundin, warum sollen sie es wissen? Das ist einfach, warum soll es irgendwer wissen? Ich bin einfach ein ganz normaler Mann, der hier so lebt, der halt nicht so ganz normal ist, aber das ist ja, ich weiß nicht. Ich finde, wir haben irgendwie das Recht darauf, genau wie alle anderen zu leben, ohne ständig auf dieses eine Teil reduziert zu werden. Und wenn ich mich irgendwo vorstelle oder sonst irgendwas, dann sage ich auf keinen Fall dazu, dass ich Transmann bin oder sonst irgendwas. Das ist auch so ein Thema. Das hat jetzt eher nichts mit Beziehungen zu tun, eher mit dem Stadium davor, mit dem Kennenlernen. Wenn man jemanden kennenlernt, ist natürlich auch die Frage, pretty or not. Aber wenn man noch keine Hormone nimmt, es ist etwas schwieriger. Die Sache stellt sich ein bisschen komplizierter dar, weil ich sage jetzt mal, man lernt jetzt jemanden kennen, ich sage es jetzt aus meiner Perspektive, eine hübsche Frau, man spricht sie an, trinkt was gemeinsam und dann denkt man sich so, soll ich das sagen? Soll ich sie nicht sagen? Kommt sie sowieso drauf? Oder weiß sie sowieso schon? Also da ist man so in so einer zwiegespaltenen Meinung, aber irgendwann kommt man nicht mehr drum rum und man muss es sagen, sofern die Geschichte noch weitergeht, weil ja, man kommt nicht drum rum dann, das ist halt so. Wenn man dann schon Hormone nimmt, glaube ich, stellt sich die Sache etwas anderer dar, nicht anderer. Ich glaube, es macht die Sache nur noch schlimmer, beziehungsweise nicht schlimmer, aber schwieriger, weil einfach pretty einfach dieses möglicherweise noch viel größer ist als sonst, weil die Leute natürlich skeptischer drauf wirken. Man ist noch in keinem Stimmbruch, das ist ein riesengroßes Ding. Die Gesichtszüge, der Bartwuchs, alles ist noch auf Null und das merken die auch. Und das wird dann nachher, glaube ich, noch etwas schwieriger, da man ja das offensichtlich sozusagen nicht sieht und man sozusagen dann mehr Erklärungsbedarf hat. Es wird
auch einiges einfacher natürlich. Man wird nicht im Vorhinein verurteilt, man muss es nicht sagen. Für mich stellt sich jetzt die Frage, da ich bald mit Testosteron anfange, wenn ich jetzt, sagen wir in, keine Ahnung, 3-4 Jahren, ich lerne eine Frau kennen, sage ich ihr es oder sage ich es ihr nicht, weil sie sieht es mir auf keinen Fall an und sie wird es nicht herausfinden, weil wodurch, es steht ja nirgends, außer sie kennt zufällig den Channel. Aber das denke ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall ist dann halt die Frage, ja, wann sage ich es ihr, wie sage ich es ihr, wo sage ich es ihr, das ist wieder... Aber über das mache ich mir jetzt noch nicht so große Gedanken. Ich denke mir so, ja, es kommt auf mich zu und dann wird das schon. Aber sobald dieser Schritt mal getan ist, glaube ich, fällt die zwischenmenschliche Beziehung viel einfacher aus, weil man viel offener über Sachen reden kann. Kann was draus werden. Die Sache, die das Bett angeht, das ist wieder eine andere Sache. Ich weiß jetzt nicht so sehr, ich finde, das ist eine individuelle Sache, aber wie soll ich sagen? Es ist anders, es ist speziell, es ist... Nee, dazu sage ich jetzt nichts, das ist zu privat. Es ist eine individuelle Sache, da redet man keinen rein, es gibt keine Vorschriften dafür, es gibt auch nicht eine Liste, wie man sich verhalten sollte in einer Beziehung mit Transmenschen. Es ist einfach eine fucking ganz normale Beziehung mit vielleicht ein bisschen mehr Komplikationen, mit ein bisschen mehr Komplikationen. Aber diese lassen sich auch ganz einfach aus dem Weg räumen. Man muss einfach nur damit umgehen lernen. Eins kann man sagen, Beziehungen mit Transmenschen werden nie langweilig. Es gibt immer irgendetwas zu diskutieren, auszureden, über Leute sich aufzuregen, egal was. In einer Beziehung ist immer was los, zumindest kann ich das so. Und das ist auch gut so, weil sonst wird es nämlich langweilig. Tja, das war's heute von mir. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag. Ciao!